am 8. Und ich bin schon seit gut 3/4 Stunden unterwegs. Ich bin unterwegs nach Belp. Dann spielen wir heute Papagallo und Gollo für Kids. Darum noch am Vormittag. Kids machen auf, gell? Wir alten Säcke nicht. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie es aussieht dort. Es sollte ein Festzelt sein. Und Festzelt ist vor allem bei so Wetter immer so ein bisschen heikel, vor allem so im Winter, es halt ein bisschen kühl ist am Morgen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir nicht frieren müssen, dass irgendwie eine Heizung im Gang ist. Und sonst hat es sicher irgendwo noch ein Beizli oder so, wo man schnell ein Käferchen trinken kann, bevor man dann Eiszapfen ist. Aber wir gehen mal schauen, wir werden sehen, wie es aussieht. Meine Befürchtung hat sich bewahrheitet. Das ist ein Festzelt, das ist auch verdammt kalt. Aber Hadon ist auch da. Guten Morgen, Hadon. Guten Morgen, freue ich mich auf Schiebers Road Movies anwesend zu sein. Ja? Ja, das ist noch. Du musst schauen, es geht noch ein halbes Jahr und dann reissen sich die Leute drum. Gell? Gesundheit. Gesundheit. Hier, Käferli. Schön. Ganz schön. Komm, zeig dich. Zeig dich. Gut, eigentlich geht es ja noch. Eigentlich geht's ja noch. Er hat schon massiv schlechter ausgesehen. Aber ich glaube, es sind auch noch so ein bisschen müde. Und ja, jetzt geht es dann nächstens mal an Soundcheck. Das macht man sogar bei Kinderprogrammen, Soundcheck. Und ja, die Bühne ist heute auch nicht so riesengroß. Aber es lenkt, oder? Ja. Soundcheck ist auch durch. Es ist immer noch verdammt kalt, aber ich weiss mir Abhilfe. Hier. Kaffeemaschine. Jetzt nehmen wir gerade einen raus. Hier sind wir jetzt in unserem Aufenthaltsraum. So, drücken. Da. Das leibliche Wohl. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Schönes Fleischblättchen. Ein Käseblättchen. Super. So geht das. Der interessierte Zuschauer mag sich fragen, was macht man für die Wartezeit zu totschlagen. Warten. Warten und nochmal warten. Und Klaus, ist da etwas am wichtig tun mit SMS? Ich weiss nicht, ob der Business macht oder so. Nein. Herr Tüscher, darf ich dich schnell unterbrechen? Ja. Für meine Rubrik Witz des Tages. Oh, du schnell ein schönes Witzchen erzählen. Jetzt weiss, es kommt mir gar keiner Sinn. Ja, komm jetzt. Nein, es kommt mir jetzt wirklich gar keiner Sinn. Stellt euch vor, ihr seid auf einer strengen Wanderung. Sucht nur noch ein Nest, wo ihr könnt schlafen könnt. Genau so ist es ihm gegangen. Er hat endlich ein Hotel gefunden, ist dort klopfen, der Rezeption. Er hat gefragt, «Grüß dich?» Und er hat gesagt, «Grüß dich, habt ihr noch ein Zimmer frei?» Ja, wir haben schon noch ein Zimmer, ganz oberst, aber dort ist eine Kerze, die brennt. Das ist kein Problem, das ist tipptopp, das nehme ich. Er hat ihm den Schlüssel gegeben. Er ist auf in das Zimmer und tatsächlich in diesem Zimmer eine wunderschöne Kerze, die gebrannt hat. So, da, die Kerze, mal ausblasen, dass ich schlafen kann. Die Kerze ist einfach nicht ausblasen, nicht gefunden. Ja. Ist mir egal, kann ich halt so ins Nest. Schlafen. Es war ein Zweiter auch auf einer Wanderung und wollte auch in ein Hotelzimmer wollen und ist ja genau das Gleiche dort hergekommen. Ist an die Rezeption und gesagt, «Grüß dich, habt ihr noch ein Zimmer frei?» Selbstverständlich. Dumm ist einfach, es ist schon jemand in diesem Zimmer und es brennt eine Kerze. «Ja, das macht nichts, ich nehme das Zimmer.» Er ist rauf, klopft. Wer ist jetzt das? Muss ich mal schauen? Tür auf da. Grüß dich. Da die Kerze ausblasen, dass wir schlafen können, oder was? Ja, ich habe auch schon versucht, ist aber nicht gegangen. Ja, kein Problem. Auch er ohne Erfolg. Jetzt müssen wir ein bisschen abkürzen. Es ist unterdessen noch einer gekommen. Grüß dich, habt ihr noch ein Zimmer frei? Auch er oben bei der Kerze. Die Kerze hat immer noch gebrannt. Es
kommt ein weiterer Gast. Grüß dich, habt ihr noch ein Zimmer frei? Er auch, auf ins Zimmer. Grüß dich, grüß dich, grüß dich, grüß dich. Und ja, du kannst auf die Straße. Kein Problem. Es kommt der letzte Gast von diesem Abend. Geht an die Rezeption und sagt, grüß dich, habt ihr noch ein Zimmer frei? Ja, wir haben schon ein Zimmer frei. Dumm ist einfach, es hat schon 4 drinnen und es brennt eine Kerze. Kein Problem, gar nicht mal. Klopft. Grüß dich, grüß dich, grüß dich, grüß dich. Grüß dich. Ja, könnt ihr auch die Kerze ausblasen da? Aha, ja, kein Problem. Das ist ein herziger. Ja, das ist ein herziger. Das ist ganz ein herziger. Jetzt ja. Jetzt kommt die Verwandlung. Es geht darum, einmal schnell zu kleben. Und das Ganze. Da, Wattestäbli. Schnell die Ohren putzen. So. Wattestäbli. Oh, das rinnt. Also nicht der Leim, aber eins vom Alkohol. Das ist nicht der Entferner, der das Zeug stinkt. Auf jeden Fall Mastix. Wer schon mal in einer Theatergruppe gespielt hat, kennt das vielleicht. Das kannst du also für alles brauchen. Also, egal was kaputt geht daheim. Mastix löst dein Problem. So, nachher muss ich dann heute Klaus seine Hang haben. Weisst, einer, der ein bisschen zielen kann, der das dann in die Mitte kläupt. Ja, ist schon parat. Darf ich dir da übergeben? Ja. Ich tue jetzt noch mal Leim montieren. Wir sagen euch eins. Wenn ihr jemals eine Rolle bekommt, oder müsst eine Schnauze ankleben, macht es nicht. Weil erstens, es stinkt gotterbärmlich. B. Es brennt. Aber richtig. Richtig. Klaus, Ich bin da. du kannst in Aktion treten. Das ist spannend. Ah, nicht so nachpassen, sie da wieder alle Haare nass. Ja, richtig andrücken. Aber so richtig. Weißt du, wenn es zum Heilen? Das ist noch nicht gesagt. So, Nein, ich weiss, ihr gehört dem. das ist mal D1. Oh, jetzt habe ich noch Kaffee. Ja, super. Schmiede ich mit Schnauze wieder Kaffee trinken. Das sind mir gekauft. Es geht schon anbrennen. Ich will aber noch schauen, dass Bewegungsfreiheit, dass es noch geil ist. Und die, die sich jetzt im Schritt ist, kaum mehr können haben, voilà. Wir machen das alles nur für die Kinder. Ich würde das nie für Erwachsene machen, das könnte mir niemand zahlen. Aber für Kinder, die haben das verdient. Jetzt, der nächste Schritt ist dann der alte Sache vom Göllen. Einen Pullover, den er freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Der Sack trifft es gut. So. Nachher Halstuch, sehr wichtig, weil wir sind ja mit dem Flieger unterwegs. Und dann muss man immer schauen, dass man etwa das Halstuch an hat. Nachher kommt natürlich noch die geilamatische Fliegerkappe. Jetzt wird es spannend. So. Hey! Übrigens könnt ihr das gerade als Bewerbung für die Swiss schicken. Schon lange mal Pilot werden. So, jetzt ist das Einzige, was noch fehlt, das Mikrofon. Jetzt musst du schnell mitkommen. Jetzt müssen wir schauen. Chef Hador, Master of Technik, hat das Zeug hier mitgenommen. Schauen, welches das hier. Ja, steht schön drauf. He? Schieben, ein ist Headset. Voilà. Jetzt anlegen. Das ist wie früher bei den Backstreet Boys. Die haben auch so Zeug gehabt. So. Voilà.
Tempo, kannst du mir das Wort hinten nachher tun, bis es so gut. Dass man natürlich das Kabel noch nicht so sieht. Und wenn das Mikrofon sieht, ja niemand. Das ist ja ganz dezent, oder? So ein bisschen hoch. Kannst du anstecken, oder wo hast du es? So. Ja, musst du nicht noch zu viel Länge jetzt. Excuse. Es geht. So. Anlassen, tut es dann eher Hadorn. Ta, 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 ta. Voilà, es kann losgehen. Was ist die? Voilà, das war es. Jetzt geht es darum, den Huren Schnauz wieder abzunehmen. Ich sage euch eins, das ist noch massiv schlimmer als nachzukleben, das brennt nur. Und das hier, das rupft so. Ah, das ist schon fast Jackass, weißt du. Ah. Oh, ich bin verdammt, ich bin der Freddy Hinz. Ich muss ein bisschen Entferner zu Hilfe nehmen, also mit meine Bartstoppel. Ah! Ah! Das trägt gut auf dem Video. Es treibt dir einfach Tränen in die Augen, das Ding. Ah, stellt noch mal den Gallen vor, dann macht das jeden Abend. Oder meint ihr, das ist echt? Ja, jetzt bin ich alles vielleicht echt. Ah. Dann mit dem Entferner alles wegputzen. Habt ihr schon mal einen Schluck aus dem Fondue Gaglo genommen? Weißt du, das, was du unten rein tust? Da? Ah, das ist etwa das gleiche Feeling. Weißt du, wie lange wir jetzt gehabt haben? 45 Minuten. Ah. Ah Ja, das ist Ja. eigentlich kannst du aufhören zu filmen, weil das mache ich jetzt etwa noch eine Viertelstunde, bis der ganze Leim alles weg ist. Verschleiß, pro Tournee 7 so Fläschchen etwa. Und irgendwie 38 so Wattestäbchen Pack. Für da nur leicht zu übertreiben. Aber das gefällt dir, gell? Darum filmst du noch gern. Ja, no. Das ist halt so, ich nicht anders wollen. So, alles ist verräumt. Jetzt hocken wir hier noch schnell in der Beiz, dürfen wir noch etwas essen. Seltener Fall. À la carte. Liebe Veranstalter, das ist cool. Das ist es nämlich so, kommt der Veranstalter zu dir und sagt, Schiebe, wir haben etwas gedacht, das alle gerne haben, es gibt einfach Spaghetti Bolognese. Und unter dem Strich ist es dann während dem Jahr irgendwie 863,5 Mal Spaghetti Bolognese. Dementsprechend habe ich das einfach nicht mehr gern. Heute gibt es Cordon Bleu. Das klassische Cordon Bleu. Flammkuchen. Ja. Der Kleusel hat seinen Flammkuchen schon bestellt. Du kannst die Karte auf die Seite nehmen, voilà. Das Resümee. Hat mich sehr stark gedünkt. Einfach der Gitarrist hat ein bisschen zu intensiv gespielt und dann hat er eine von seinen Stahlseiten gehen. Das ist natürlich sehr schlecht. Der Gau ist halt Nicht einfach, professionell. er ist halt einfach auch ein riesen Gast, oder? Knäckt. Der kann es das einfach geben, dass man alle Seiten muss leiden. Voilà. Schön. Schau mal, das ist meine. Das ist Jetzt schaut euch das schöne Cordon Bleu an. Hast du die irgendwas mit, Mario? Das Krasse ist noch, es wächst ein Baum draus. Ich glaube, das ist eine Tanne. Weihnachten für dich. Das ist ein sogenanntes Waldboden Cordon Bleu. Schnell der Gesichtsausdruck von Hadorn, wie ist es geschmacklich? Gut ohne Worte. Schön, jetzt geht's dir auch kragen. Ja, das war so schon wieder Episode 4. Geht so mit zu Ende. Dann sind wir wieder auf dem Heimweg und ja, nächste Woche geht es weiter mit Cool. Das nächste Cool-Konzert steht da und ja, schaut doch wieder rein.